Schöne gute Mittag für den nächsten Webinar von Tag6.lu, wo wir heute so gucken, wie wir können steuern mit einer Zusatzpension spuren. Ich stelle mich ganz sehr vor, mein Name ist Patrick Malge, ich bin von der Gründer von der Tag6.lu, der Plattform, die seit 2018 gibt, an die es mal erlaubt, sich Steuererklärung ganz einfach selber zu machen. Während dem ganzen Webinar seht ihr links auf eurem Bildschirm einen QR-Code, den könnt ihr scannen. Und du könnt sich direkt mit unseren Experten Rendezvous buchen, wenn die auch wissen, wie die Steuern spuren. Und wir können euch dann in dem Moment helfen, das zu machen. Heute geht, wie gesagt, Zusatzpension. Natürlich, wir gucken ein bisschen, was das überhaupt ist. Wir gucken, wie viel Steuern man da spuren kann, wie viel zum Schluss vom Kontrakt rauskriegt, wie man die Rentabilität ausgesetzt von dem Investiment, wen eine Zusatzpension kann abmachen und wir können noch ganz sehr, wie eine andere Option nicht für Steuern zu spuren. Der Webinar hier ist organisiert und zusammen mit der Lalux. Bei Tag6.lu sind wir Partner mit der Lalux. Und wir können in dem Moment auch helfen mit allen Assuranzen, die Lalux anbietet. Ob das ein Auto ist, Haus, Zusatzpensionen, Lebensversicherungen. Wir sind dafür zu beraten und in dem Moment ist zu helfen, ist perfekt zu assurieren. Wenn wir von Steuerspuren schwätzen, dann muss man sehr verstehen, was das überhaupt genau heißt. Das ist so, dass bei der letzten Steuererklärung Möglichkeit besteht, verschiedene Sachen aufzusetzen, ob der Steuererklärung dadurch kann der Steuer spuren. Wie viel Steuern den du spurt, das hängt von allem davon ab, wer den verdient. Für einfach zu machen, wer mehr verdient, wer der dem Moment auch mehr Steuer kennt, spuren. Der Tisch, komm mal gucken, dass man einfach was das genau, was das als Beispiel kann gehen. Hier haben wir zum Beispiel, wenn wir auf der linken Seite gucken, Beispiele für einen Single, ohne Kinder. Wenn die Person zum Beispiel 3.000 € brutto im Monat verdient, dann spurt sie ungefähr 21% Steuern, auf dem, was sie aufsetzt. Wir sehen drei kleine Beispiele. Wenn die Person aber 5.000 € brutto im Monat verdient, dann ist es schon bei ungefähr 42%. Aber wenn die Person zum Beispiel 12.000 € im Monat verdient, dann wäre es 43%. Was heißen die Prozente? Weil das ist ganz einfach, dass wenn da zum Beispiel, wenn wir die Person holen, die 12.000 € brutto im Monat verdient, ist ganz einfach, dass die Person, wenn die 1.000 € auf der Steuererklärung aufsetzt, dass sie da rund 430 € Steuern spurt. Was die spurt beim Aufsetzen, hängt eben davon ab, wie viel dir an ihrer Familie oder von ihrer Länge sieht, was in dem Moment eben verdient. Was für Möglichkeiten gibt es dann überhaupt zuletzt für Steuern zu spuren? Wir gehen heute, wie gesagt, an auf Zusatzpension, wir kennen andere Möglichkeiten. Auch dazu haben wir verschiedene Webinare, die fanden auf Tag6.lu. An auf Tag6.lu fand ganz gute Informationen ein bisschen mehr im Detail. Am großen Ganzen auf der letzten Steuererklärung kann in der Stadt, für den du kann aufsetzen, an 3 große Kategorien klassieren. Der wird genannt Dépenses spéciales. Du da zum Beispiel Zinsen auf einem Präpersonell, das ist von der Prä für ein Auto, die du kannst aufsetzen, du Assuranzen, das kann die Responsabilität civil vom Auto sein, das kann eine Lebensversicherung sein, das kann aber auch ein DKV zum Beispiel sein, also eine Zusatzkrankenversicherung. Dann hat er den Bausparvertrag, Zusatzpension, wo wir heute drüber schwätzen, an Dauern, die ihr könnt aufsetzen. Dann haben wir, was wir Appartement auf der Steuererklärung nennen, das ist zum Beispiel Frais de Domesticité, das hilft du hast ganz einfach Crash von den Kindern oder eine Person oder eine Firma, die hat daheim benutzt. Und da gibt es was genannt, Charge extraordinär, wie du schon seht, ein bisschen speziell, auch dazu von der Informationen auf tag6.lu. Und dann, was auch ganz vielleicht betrifft, von der Proprietär von der Wohnung und du den Prä laufen dafür, da könnt ihr durch Zinsen von dem Prä eben aufsetzen. An der Tür, wo das Haus oder das Appartement gekauft wird, auch verschiedene Notesfreien an Bankfreien. Wie gesagt, dazu von der Webinar auf tag6.lu, wo wir ein bisschen mehr im Detail von den verschiedenen Sachen gehen. Und auch in Zukunft werden wir Webinare zu ganz spezifischen Themen da machen. Heute schwätzen wir von einer Épargne-Prévoyance VS, also das so wie auf der Steuererklärung genannt wird. Ich verdasse das überhaupt. Aber das ist nicht anders für eine Privatzusatzpension. Das Ziel ist sich, heute Absündspuren für mich spät, für das Pensionsalter. Wir sehen auch gleich, wenn ihr das Pensionsalter für diese Produkte hier sich ist. Und wenn das Vierdeel, weil wenn ihr das heute macht, dann also wird als Vierdeel eben, dass er Steuern könnt spuren, auf dem, was er also eine Zusatzpension abbezahlt. Wie wird das viel Schluss, eine Pension zu denken, auch wenn ihr vielleicht noch jung ist. Dem Moment, dass du relativ viele an den Neuigkeiten
gëtt geschwar iw eng méiglech Reform vun de Pensionioen letze Pensionssystem. Du gëtt fir an allem geschwaart vum öffentliche Pensionssystem. Muss ihr wissen, dass die Lützebauer Pensionssystem die basiert sich auf 3 Pilien. Den erste Pilier, das wat die Mischlei auch kennen, das den öffentliche Pensionssystem, da das ganz einfach rund 8% von ihrem Bruttosalär den Allmond eben an die Pensionen abbezuelt gëtt. Da lädt er Patron aus 8% dabei, an der Stadt un 8%. Die Stadt ist die öffentliche Pension, von der jeder profitiert in zu Lützeburg schafft. Dann den zweite Pilier, das genannte Regime Komplementär Pension, RCP oder RCPI, das sind Pensionskontrakte, die Entreprise können opmachen, für zum Beispiel hier Employeen. Und dann hat den dritten Pilier, das Prévoyance VS, und nach 111 bis genannt, weil das Gesetz, der Gesetzartikel in der trätiert. Da gehen dann eben Zusatzpensionen, die wo jeder frei ist, so eng abzumachen, wann das will. Und das als Thema an dem Moment von Haut. Die han dem Regime Komplementär Pension der Prévoyance VS, also sech, dass der Staat sich sieht, okay, wir sind nicht 100% sicher, ob man nach den Pensionen können in Zukunft ausbezahlen, wie es haut der Fall ist. Also gibt kriegen eng Institution für auch selber ab Zeit zu lehen für mich spät. Für eng Zusatzpension aufzusetzen, op ihrer Steuererklärung du ginnet verschiedene Regeln, so wie bei allem was den aufsetzt, gëtt mal ein Plafond. De Plafond ass bei der Zusatzpension 3.200 € pro Erwussenen am Stot. Den Kanner spielen an dem Moment keine Rolle. Und das auch so, dass die 3.200 € wirklich individuell sind. Das heißt, wenn dir an einer Koppel sitzt, dann ist es 2 mal 3.200 €, dann ist es nicht so, dass von euch zwei kann einfach so, ich schon einfach den ganzen Plafond, ich investiere auf meinen 6.400 €, und da kann man das aufsetzen. So geht das bei dieser Aufsetzung nicht. Das geht bei den Assuranzen zum Beispiel oder bei den Zinsen, aber nicht hier. Das heißt wirklich 3.200 € pro erwussenen Person an der Koppel oder eben just 3.200 van der zelibatär sind. Ha Beispiel in drinnner en Koppel mat 2 Kanner, du hast daneben für jede von den 2 an der Koppel de Platt von 3.200 €, am ganze die 6.400 € aufsetzen. Dann ein anderer wichtiger Kriterium ist Dure, den Kontrakt für den aufzusetzen muss Minimum 10 Jahre laufen, an der wir frühestens mit 60 Jahren, spätestens mit 74 Jahren auf das Geld zurückgreifen. Was heißt das? In ein paar Beispiele. Das heißt zum Beispiel, wenn der Haut 55 Jahre hat, dann spielt ihm die Dure minimal von 10 Jahren. Das heißt, ihr könnt frühestens mit 65 Jahren auf die Suen zurückgreifen. Wenn der Haut 30 Jahre hat, dann könnt ihr dem Moment frühestens mit 60 Jahren auf das zurückgreifen, was er da ausspart. Aber wenn der Haut 64 Jahre hat, dann könnt ihr nochmal so einen Kontrakt machen. Und da hat er eine Laufzeit von 10 Jahren, das heißt, mit 74 Jahren könnt ihr die Suen dann aus dem Kontrakt rausziehen. Bei der Chance von der 60 Jahre dafür ausbezahlen, dann hat er sich verschiedene Möglichkeiten. Die können einfach so eine Schulden ganz Kapital, so wie du steht, und ich will also am IQ ausbezahlt kriegen. Die können einfach so, die hat gerade pro Monat eine Rente, die dann ausbezahlt kriegt. Oder die frohe Mix von den zwei, ein Teil auf IQ und ein Teil den Allmond dann eben ausbezahlt. Das ist ihr jeweils wieder das Feld wählen. Bei einer Zusatzpension fallen noch Steuern wann das ausbezahlt krit, und da wird dann sicher eine Differenz gemacht, ob der das monatlich als Rente ausbezahlt lässt oder ganz Kapital auf Bank. Wenn das monatlich ausbezahlt lässt, dann ist 50% davon steuerfrei. Das hängt wirklich von der Situation ab, wie viel Steuern dann da aufhalen. Wir wollen mal davon ausgehen, dass da schon einfach zelibatär 6.000 € verdient, dann sind wir da ungefähr bei 21% von der Renten versteuert gehen. Wenn also BQ ausbezahlen lässt, da geht er sich imposiert au demi-taux moyen, das ist Taschen von ihrem Durchschnittssteuersatz. Schon ich habe ein paar Beispiele gesagt, wenn ein Koppel die 50.000 € aus einer Zusatzpension kriegen und sie hätten 100.000 € Normalrevenuen, Pensionen oder Salären, da wären das rund 12%, die appliziert auf die 50.000 €. Wenn die Koppel 200.000 € Revenuen hat, da gibt die 50.000 € für 15% besteuert gehen. Aber wenn die Koppel wirklich 1 Million € Revenu hat, da gibt die 50.000 € mit 20% besteuert gehen. Das heißt, bei den 20% sind wir da praktisch
Maximum, wat du kann Steuern aufhalen. Aber mir wird gleich gesehen, dass aber vier run gut Steck méi u Steuerwert spuren. Was sind bei so einem Produkt die verschiedenen Optionen, die es gibt? Bei der Lux du hast es so, dass den zwei Optionen wie bei den anderen Kompanien normalerweise auch. Am großen Ganzen die zwei Optionen, was das hat, ist was bei der Lux Security genannt wird. Das ist ein Investment mit einer Kapitalgarantie. Die kriegt, wenn der Haut so Kontrakt abmacht, garantiert, weil der Minimum mit 60 Jahren dann zum Beispiel Gift ausbezahlt kriegt. Du hast einen festen Zinssatz, den du appliziert wird. An eventuell, wat der Kompanie also der Lux gut geht, da kann auch all Joer enkeier eng Partizipation Benefis kräen, dat einfach Zinssatz, den dann dem Moment nach zusätzlich gif du beikommen, Medikrit op man gewëssen Minimum garantiert. De vierte do vun as einfach ganz klar Sicherheit, weil er genau wisst, wer der Herr no krit. Dann gëtt die zweite Option, dat gëtt Performance genannt. Du hast so, dass ein Invest an Fonds geht, also op der Börse sich investiert gëtt, aber der Lux oder du eben de schwarzecht ele verschiedene Fonds, mir sind die gleich. De vierte ist einfach, dass Performance du nochmal was besseres, also euren Retour sur Investissement, das da könnt du verdienen, das nochmal was besser wie bei der Security. Aber natürlich gibt keine Garantie, was du dabei rauskommt. Komm, guck mal ein paar Beispiele. Du da, wie gesagt, ein Schwar von 11 verschiedene Fonds bei der Lux. Von den 11 Fonds können bis zu 4 auswählen. Wenn das 4 auswählt, das gibt so heißen, dass all Monat 25% von ihrem Invest an von diesen Fonds geht. Das macht Sinn, für ein bisschen Risiko zu diversifizieren. Ich finde das an E-Fonds zu investieren. Haben wir Leute rausgepickt, die interessant sind und die auch ein interessantes Rendement hatten. Du schwätzt mal von einem Rendement moyen, bei dem Asian zum Beispiel von 8,12% pro Jahr über 10 Jahre. Also trotz der Covid-Krise für ein paar Jahre, trotz dem Krieg in der Ukraine und der Inflationskrise, hatten die Fonds ganz gut Rendement die 7, 8, 9, 10%. Also gut Stück mehr ist so wie die Inflation und auch ein gut Stück mehr wie das, was du bei einem Bankkonto kriegst. Kommen wir gucken, das am Detail ohne wirklich so viel genau daran zu klammen. Heißt du von denen Fonds Uni nachhaltig Aktien global. Und du siehst auch sich, wie der Fonds evaluiert wird zwischen 2014 und 2024. Normalerweise den 10,4% pro Jahr beigelöscht. Aber wir sehen natürlich dort, dass es Phasen gehen sind, wo ein bisschen angebracht ist, aber wo es schon noch nicht erkrabbelt wird. Das war eigentlich 2020, wie wir wissen, war die Covid-Krise, hat ja so noch relativ sehr erholt. Und dann hat noch ein bisschen aufgeflacht, was die letzten 2 Jahre, so schon mal 2022, wo die Russen dann an die Ukraine gefallen sind. Und aber hinter dem, hinter Anfang 2024, ist gut am Gang zu klammen. Das heißt, also aus dem Fonds an 10 Jahren kann ich sagen, hat den 100, mehr wie 150% beigelöscht. Das ist schließlich so, wie das mal von der Zusatzpension schwätzen, resonieren wir an sich von einem Investment à long terme. Ich schwätze nicht von einem Investment, wo der Haut investiert, da muss die Aktien oder die Fonds verkauft. Ich schwätze von Minimum 10 Jahren. Wenn du zum Beispiel mal 30 Jahre aufhängt mit so einem Kontrakt, schwätzt man sogar von 30 Jahren, das ist eine extrem lange Durée. Und du hast sich das Risiko, auch wenn der Fonds geht, nicht riesengroß existiert natürlich. Wir, wenn dich damit nicht auskennt, kann er ganz gerne einen Call mit uns buchen, also mit rufen nicht da und dann explizieren wir statt, wir können das zusammen mit dir durchgehen und dann guckt, ob das für ist oder ob der echte Freund sieht von der Option Security. Steuerspende ist für die zwei Optionen genau dasselbe. Dann ist die Frage, die ihr oft kennt, wie viel kriege ich am Ende vom Kontrakt? Das kann ich heute natürlich nicht so, außer die ich für die Option Security entschieden, da kriegt ihr das genau ausgerechnet. Wenn er aber an die Börse geht, also an den Fonds geht, dann hängt das von ganz vielen Faktoren ab. Erstens davon, wie viel der pro Monat die wird abbezahlt. Wie viel Druck sollte Maximum sind 3.200 € pro Jahr. Die können aber heute schon einen Kontrakt abmachen ab 50 € den Monat. Die steht sich, was der pro Monat wird abbezahlt. Und dann die Durée vom Kontrakt. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du just während 10 Jahre abbezahlt oder während 30 Jahre. Das sind wir Beispiele direkt. Und natürlich dann Rendement, das ist die Fonds, wo das Geld investiert gehen ist, wie sind die gelaufen, wie wird das Rendement von diesen Fonds. Ein Beispiele, wenn wir heute versuchen, wir geben einen Kontrakt von 100 € den Monat, die wir investieren, über 20 Jahre zum Beispiel, das ist abhängig vom Rendement von dem Fonds.
ich will links gucken. Wenn man so den Fonds hat an der Moyenne pro Jahr 5% beigelöscht, da gibt es ungefähr 40.000 Euro rauskriegen für den 20.000 Jahr. Bei einem Invest von 100 Euro den Monat, also 1.200 Euro Jahr. Wenn der Fonds an der Moyenne 7% beilegen, da wären das schon 50.000 Euro. Aber wie wir für gesehen haben, das ist nicht unüblich, dass man echt also bei den Fonds, die wir hier haben, bei über 7% sind 8, 9. Da geht das natürlich auch ganz gut Steck an Blut. Wenn der Lo das mit 30 Jahren gibt, fängt 30 Jahre 100 Euro den Monat abzahlen, da wäre dabei im Runde für 5% pro Jahr, gibt ungefähr 80.000 Euro rauskriegen, aber im Runde für 7% wäre ungefähr bei 170.000. Wenn der Schüler dann direkt dafür entscheidet, für auf das Maximum zu gehen, weil er kann da bezahlen, also 3.200 Euro das Jahr, 266 Euro den Monat, da wäre dann nur 20 Jahre beim Runde auf 5%, gibt ungefähr 105.000 Euro rauskriegen, Runde für 7%, rund 133.000 Euro. An über 30 Jahre, wenn man 30 Jahre fängt, mit 60 Jahre ist das ausbezahlt, alle Monate 266 Euro abzahlt, da sieht er schon bei einem Runde auf 5% bei 212.000 Euro, die er rauskriegt, aber 7% 311.000 Euro rund. Da kommen schon relativ konsequent Montoren zusammen. Dann ich gesagt, da kann ich Steuern spüren, wie viel kann ich damit spüren, da kommt man darum bei dem Tableau für drin, wie viel da kann spüren, hängt davon ab, wie viel da ein Einkommen hat, also wie viel da verdient. Wenn da bei einem Salär brut mensuell als Zelibatär von 5.000 Euro sitzt, dann sieht er ungefähr bei einer Spur von 42%. Der Tisch, wenn er 1.000 Euro an eine Zusatzpension abbezahlen, dann spürt er bei dem halber 42% 420 Euro Steuern. Ganz konkret, ein Kajalo, man Plafond für Zusatzpension, Tisch von ein Zelibatär, der Plafond, also das Maximum abbezahlt, 3.200 Euro das Jahr, er gibt 5.000 Euro brutto im Monat verdienen, da gibt ungefähr 1.335 Euro Steuern pro Jahr geschenkt kriegen. Wenn wir ein Koppel holen, wo alle zwei das Maximum investieren, mit dem Koppel, wenn sie zusammen 12.000 Euro brutto Salär pro Monat hat, hier kommen wir so für 6.000 Euro pro Monat rein, da geben die pro Jahr 2.670 Euro Steuern sparen. Wie viel möchte dann am Ganzen aus? Ja, Blog sieht hier sich, wie viel, wenn ich will, das Maximum investieren, da sehen wir hier sich wert pro, also wer den am ganzen über 20 Jahre, von den 20 Jahren lang 3.200 Euro eben abbezahlt, wer den dann abbezahlt hat, das sind rund 64.000 Euro. An wer den dann in dem Moment die Steuer gespart hat, das sind da 26.621. Ich habe die ganze Laufzeit von 20 Jahren letztes bestätigt rund 26.600 Euro geschenkt. Über 30 Jahre wären das rund 40.000 Euro, die statisch beigelöscht hat, bei das, was er da auch gespart hat. Dann hat man so kurz gesagt, wenn das Kapital ausbezahlt kriegt, man 6 Jahre zum Beispiel, dann fangen durch Steuern an. Man hat gesagt, dass wenn das als Rente ausbezahlt ist, sind das 50% steuerfrei von der Rente. Das sind da ungefähr, kann man so ein Durchschnitt um die 20-21%. Wenn das also bei Care ausbezahlt ist, da geht man am Demi-Taux moyen besteuert. Und da hat man dann zum Beispiel halt gesehen, wenn da 100.000 Euro normal was verdient, und halt die Koppel gibt 50.000 Euro beikriegen, das schwätzt man von 12%. Das ist das in dem Moment aufhängt, weil in dem Moment verdient, man denkt ein Maximum von die 20%. Darüber raus, also 21%, das ist ein absolutes Maximum, da muss er schon am Millionenbereich verdienen, dass er so hoch besteuert gehen. Das heißt, was mehr normal ist, als so ein Tor um die 16, 17, 18%. Hier haben wir Beispiel ein Kontrakt in 20 Jahre Glavers. Die Person hat eben, kommt so für 40 Jahre an, alle Monat 266 Euro abbezahlt. Ein Zelibatär an den Hut mit 6 Jahren ein Salär imposable von 50.000 Euro. Über die ganze Laufzeit hat also ungefähr 63.840 Euro abbezahlt. Während der ganzen Zeit hat rund 26.621 Euro Steuern gespart. Der Student hat just 37.219 Euro effektiv abbezahlt. Also wenn er guckt, was er abbezahlt hat, was er Steuern zurückgekriegt hat, sind schon 37.219 Euro, die in dem Moment wirklich investiert hat. Dann hat er eben eine Chance, gibt von hier bei rund 5% rund 105.000 Euro ausbezahlt kriegen.
Darüber gëtt die Person besteuert mat 16%, huet also 16.700 € Steuern zu bezzuelen, an der Noten eng Plus-Value net vun rund 50.855 € an dem Moment realisiert. Techt trotz der Imposition halt zum Schluss ass awer eng Plus-Value gemacht gin, och dank dem wat de Steuerfirung gespurt huet. Tech net gutsteck méi Steuer gespurt, wie dat wat as sech du noch bezzuelen. Dann hummer pu Froen, die oft rëmkommen, du fëncht die bëssen hei opgelöscht fir seg ofzehacken. Eng Fro, die oft kënnen, das kann ich dann einfach ophalen mat abbezuelen oder de Monton, den ich abbezuelen, ändern. Du hast einfach ganz klar, ja, ihr könnt den Monton an Lot setzen, also bis 266,66 für genau zu sehen. Die könnt ihr hochsetzen oder ihr könnt auch einfach so, hey, ich mache eine Pause, ich will nämlich weiter abbezuelen, dann vielleicht mich später weiterführen. Das gesehen wir heinst du bei Klienten, die ich weiß nicht, noch einen zusätzlichen Kant kriegen, die einfach so, hey, das Geld, ich will das nicht blockieren, ich will während engem Jahr, weil von den zwei vielleicht Congé parental hat, will ich einfach aufhören anzubezuelen, und dann machen sie nur engem Jahr, da fahren sie darum weiter. Das geht bei diesem Problem. Den, was dem nicht geht, das Geld rausholt für im Alter von 60 Jahren, keine paar Ausnahmen, schwere Krankheit oder so, als das möglich mehr a priori nicht. Können auch Frontalier so Kontrakt machen? Ja, können sie. Die können dort im Moment aufsetzen, wenn sie assimiliert sind, also wenn sie ihr Steuererklärung so können, auf der Steuererklärung so können konzentriert wie Resident. Muss ich so passen, auch Französisch, Deutsch, Belgisch-Banken verkaufen Zusatzpensionen, die sind nicht akzeptiert im Moment zu Lützeburg. Ich muss Lützeburg einen Kontrakt sehen, auch da, wie gesagt, könnt ihr das gerne kontaktieren. Dann habe ich froh, die oft könnt, ja, sind ich nicht zu jung, für schon in Pension zu denken. Also ich nicht, was wir früher gesehen haben, was der erste aufhängt, ist, was Dürre mir lang ist, wo der investiert, was der Herr noch mehr dabei wird rauskriegen. Also kann ich noch schon an einem ganz jungen Alter, wenn du fängt mal zu schaffen, einfach mit kleinen Montoren aufhängen, wirklich, dass die kleinen Montoren über ganz lange Zeit allmond investiert, kommen dann nur ganz schön Summen dabei raus. Und kann du einfach mit 50 € aufhängen, auf vielleicht noch pro Jahr, den Monton absetzen, wie wir gerade gesehen haben. Was geschieht mit der so, wenn etwas geschieht, also wenn der verstirben, die décidéiert dat de moment wo de Kontrakt mat. Die décidéiert geht dat még Kanner, geht dat még Partner, geht dat Bruder, Schwester, Eltern, ganz egal. Die lädt dem Kontrakt fest. Dat können doch nur ändern, wann dat bis geändert ginn. An dem Moment gëtt einfach Beneficiär en cas de décès. Die kriegt dann dat ausbezahlt, wat dat zum Moment von ihrem Tod op ihrem Konto do steht. Das also schon eine gute Möglichkeit, viel Geld auf die Seite zu setzen, für, wenn etwas geschieht, dass Familie in dem Moment auf das Geld kann zurückgreifen. Wie können wir den Kontrakt abmachen? Bei der einfachsten ist, wie gesagt, die holt noch ein Niveau mit uns, wir gucken uns das zusammen an. Und da sind ein paar Fragen, die ich muss stellen. Erstmal, wie viel da will investieren? Da können wir, wie gesagt, den Kontrakt abmachen ab 50 € pro Monat. Das wäre das Minimum. Und das Maximum sind 266 € pro Monat. Dann muss ich Gedanken machen, wie eine Option, Performance oder Sécurité. Ich will schon Burs oder will ich mit einem Taux Garantie fahren. Wenn ich den Kontrakt aufhängen, 1. Januar oder nicht, also am Laufe des Jahres, das ist möglich, retroaktiv auf den 1. Januar Kontrakt abzumachen, am Ende des Jahres. Das gibt es, dass das Jahr von der Lo am Dezember den Kontrakt abmachen, und mit der retroaktiv auf den 1. Januar ab, da gibt es in dem Moment für das Jahr alle Prämien auf einen bezahlen. Und da könnt ihr die auch ganz schon auf der Steuererklärung von diesem Jahr aufsetzen. Die können auch dezidieren, einfach ab dem nächsten Monat, ab diesem Monat uns fänken, da sind wir ganz flexibel. Und da muss ich natürlich Gedanken machen, wenn das der Beneficiär en cas de décès, wie kriegt mein Kapital, wenn mir etwas geschehen. Wie gesagt, kontaktiert uns da, wir können dich da Matronen da zur Seite für dich zu helfen. Dann, für eine Steuererklärung zu machen, da kriegt ihr im Moment von einer Zusatzpension kriegt ihr ein Zertifikat von der LALUX, wo klar drauf steht, was ihr abbezahlt habt, und dann könnt ihr das auf der Steuererklärung dabei setzen. Für die Steuererklärung zu machen, wenn ihr Bescheid, könnt ihr tax6.lu benutzen. Auch für all die tax6.lu noch nicht kennen, das ist so, dass von der Steuererklärung bis gemacht habt, bei uns auf der Plattform, dann möchte das System automatisch eine Analyse von dem, was ihr kennt,
steierlich verbessern. Weil der kennt zusätzlich aufsetzen, a wievi Steuern dats de moment gift spuren. Du krit Apps auskracht, wat man Optiscore nennen, dat geht von 0 bis 100. 0 hecht Gunnech aufgesagt, 100 hecht die Seite vor Plafond. Dich sieht op Bläger sech wo méigg geht nach Sinn, könnte man da Verbindung treten, aber kann mir schëllefen fir an Zukunft der Steuern ze spuren. Dat wäret fir den kleinen Webinar zum Thema Zusatzpension. Ich hoffe, et war net viel technisch. Ich hoffe, du darfst dabei mat herausfüllen. Wie gesagt, zeigt net Rendevous zu mat eng von unserer Kipp, wann der wölt iwwer Telefon einfach eng Beratung kreieren, fir zu gucken, wat genau an ihrer Situation am meisten Sinn mischt. Selbst von interessiert seid fir eng DKV zum Beispiel oder eng Lebensversicherung oder eng neue Assurance für ein Auto, für ein Haus, an so weiter, das Hauptrestaurant du mir kann ich nicht nur Brode wat eben das uns selber betrifft, mehr eben noch die steuerlichen Elemente, die man diskutieren. Ich wünsche euch dann noch einen ganz guten Appetit und bis geschwind. Vielen Dank. Merci.